Leeft an Billa. Glückselige Christ, ich auch von der Mam und vom Pap und unserem Dolmarieche. Aber wenn du genau wissen willst, bei uns ist noch ja nicht Russ. Ob man Heiligabend feiern können, ob man noch das ganze Weihnachtsfest in der letzten Sekunde verlegen müsse. Das ist nämlich so. Was unser Krippchen ist, das ist so ein Mordsapparat und fies schwer. Und das ist jedes Jahr eine Brassel, bis man das Ding aus dem Keller bis auf die 3. Etage hat. Und gestern, da haben wir das Sortier dann gehabt. Mir mit allem Mann errungen in der Keller, wo wir den Krepp in einem Schränkchen mit Ingematem standen haben. Der Pap ist auf die Klütte geklommen. Der Mam in die Erdäppelskisserin, damit sie überhaupt an die Krippe ran konnte. Aber da ist der Pap ob der Klütte ob einmal an das Rutsche gekommen und da hätte man ob einmal ganz allein die Verantwortung für die ganze Stall von Bethlehem mit der ganze Hete, der Schöfja, Ors und Isel und der Heilige Drei Könige gehabt. Das wird so viel für die arme Mam. Und man ganz schwer sortieren müsse, bis man der Mam, der Kröpp, die an zurück und das Fee wieder aus der Erdäppelskiste raus hatte. Et eng vom Lied. Der Mam hat ein paar blöde Schräume gehabt. Der Stall von Bethlehem war ob einer Sigma Lötzig und der einzige Het, der hat der Kopf auf. Wir haben 3 Zentner Klütte neu abgestiefelt, gefunden, haben wir nix mehr. Jetzt hinget los. Der Pap sagt, ein Kripp mit nur Schöfja und ohne Het, das jövet nicht. Das wär gegen jede Tradition. Und ein Het mit ohne Kopf beim Christkindchen, das ging allerdings ja nicht. Eine neue Het anschaffen ging auch nicht, weil die ganze Figur aus Gips wäre und uralt. So jetzt könnt man nicht mehr kriegen. Und jetzt sagt man bloß, lebt dann Billa, wo man Code für Weihnachten eine neue Kopf für eine Het herkriegen kann. Hätte man auch gesagt, also sädet Marieche, dann machen wir ein Kripp bloß mit Tiere und da ist events keine Het dabei. Da war der Mann wieder jähe, das wird typisch Jugend von heute, keine Ahnung von Ackerbau und Viehzucht, Schafe ohne Hätchen gelaufen und ein Kripp mit Echtsinn, sonst wird das eine Beleidigung für das Christkindchen. Also sagt der Pap dann dummer, der eine von der Heilige Drei Könige Köppe, mache der Kopf ob der Het, ja, und am 2. Christa noch uns in der Keller söke, köppen dann wieder der Het mit dem Königskopf und bis 3 Könige hätten sie all wieder ihr richtige Köpf drauf. Hätte man drauf gesagt, das ging auch nicht, weil die Könige doch einen Kron um Kopf hätte. Und ein Het mit einem Kopf mit einer Kron drauf, das ging überhaupt nicht. Seht der Pap, das war nicht schlimm. Man könnte ja die Kron mit Schmirgelpapier aufmachen und dann hätte evens der Het mit dem Königskopf ein Plät. Der Mam hätte einfach Bedenken gehabt, was passiert, Sätze, wenn man in der Erdäppelskiste im Het singe richtige Kopf wieder finge und der König dann singe Kopf wieder kriegt und er hätte dann kein Kron mehr. Das wäre ein Problem, hätte der Pap gesagt. Wir könnten dem König doch dann Jod ein Kron aus Lametta zusammenknufe. Haben wir auch getan. Das war vielleicht eine pingelige Brassel und jedes Mal, wenn die Tür vom Jode Zimmer abhing, der die Kron vom König singem Kopf fortfliege, weil der Pap Kleister nicht hielt. Und jetzt ist der Pap also so falsch, dass er gesagt hat, es wird nicht früher bei uns Heilige Abend gefeiert, bis das Problem mit dem Kopf gelöst wird. So wie ich das kenne, kann das noch Jahre dauern, weil der Mam gesagt hat, der Pap hat 2 linke Hänge. Warte mal,
uns af. Et grüßt dich herzlich, Dinge Dünnemann. B.S. Ja, haben sie sich hier einig, dass ich der ganze Durcheinander schuld bin, weil ich zu früh Hau Ruck gerufen hat.